und ich finde uns merci, dass wir kommen Sie. Ich gehe direkt dem Joel Delvo vor. Ja, ich schließe mich dann auch dem Merci unter, da kommen Sie den Auflauf kurz erklärt. Also ich werde einen kleinen Etat des Lieux machen über die Situation vom Logement hier in der Stadt. Dono werden Guy dann über den von einer Motion schwätzen, die wir an der Stadt Lützeburg aufgehen haben, und über die Vision eben für die Zukunft, wie soll die Gestalt gehen in Zukunft, Logementspolitik an der Stadt. Und Dono wird dann schon einen kleinen Aufschluss danach machen. Die hat auch auf der PowerPoint-Präsentation die Sachen, die ich hier ein bisschen erzählen. Gesagt einmal vielleicht eben die Croissance von der Population an der Stadt sind 2002. Da kann ich dann feststellen, dass an 2003 82.489 Leute gewohnt haben, an 2013 schon 103.943 Leute waren. Das also so ein Plus an der Moyenne zwischen 2003 und 2013 von 2.145 Leute. Da ist eine kleine Verbesserung zu machen, was an 2014 betrifft. Die Zahl von 105.000 ist zu ersetzen durch 107.340 Leute. An die aktuelle Zahl um 6.5. von diesem Jahr sind da schon 108.059. Also ihr seht da als eine konstante Erhöhung. Da kann ich dann also auch feststellen, dass an der Moyenne zwischen 2003 und 2013 1057 Logementer mehr gebaut gesehen. Da das am Vergleich zu dem, was nach 2009 die Situation war, eine ganz klare Absteigung, obwohl die Population von 2500 Leuten am Fongol an die Lut geht. Das ist also ein ganz klares Desequilibre zwischen dem Logement, den zur Verfügung gestellt wird, und den Besoin von Bürgern. Das Desequilibre bringt natürlich automatisch mit sich, dass die natürlich Preise hat, die konstant an die Lut gehen. Wenn wir schon von den Preisen dann auch schwätzen, haben wir eine Moyenne am 4. Trimester von 2014 hat ein Haus 957.000 Euro gekostet, was also am Meter Carré 5.152 Euro ausmischt. Am Vergleich zum 4. Trimester 2013 ist das schon ein Plus von 1,8%. Was Wohnungen betrifft, am Kauf sind wir bei 635.700 an der Moyenne, was der Meter Carré ausmischt von 6.849 Euro. Das ist dann auch im Vergleich zum 4. Trimester 2013 ein Plus von 13,3%. Der Loyer für die Leute, die dann wollen lohnen, da ist auch an der Moyenne am 4. Trimester von 2014 eine Wohnung auf 22,62 Euro der Meter Carré. Und das kann da variieren von den Quartieren, dem wo die Wohnung dann ist, von 16,51 Euro bis zu 26,32 Euro. Das ist am Ganzen im Vergleich zum 4. Trimester 2013 schon ein Plus von 4,6%. Im Jahr 2013 sind bei der Kommission des Loyers auch 22 Dossiers traitiert gehen am Laufe von 2014. Da sind dann verschiedene Ketten von Proprietären, die dann für eine Augmentation de Loyer waren, davon 6 Dossiers. Zwar dann aber auch von Lokateuren, die ein Dossier angeregt haben, am ganzen 16 Stück. Resultat also 2014 von all diesen Dossiers als ein Arrangement, 3 Affaires retirées, 11 irrecevables,
dann eng Affaire die inscrit Rôle General an 6 am ganzen nimmen jugéiert gin. Dann sind aber auch 100 Leute ausgesät gin am Joar 2014 am Vergleich zu 2013, wo da 124 waren. Okay. Wie gesagt, dann lo am Fongehol klar aus von den Appartementen, die existieren hier an der Stadt, die ihn als Logement sozial kann betruchten. Momentan sind da 330, die existieren. Am Schluss, wann dann noch 150 dann bei sollen kommen, die lo am Moment an Renovation sind, die aber auch geplant sind, an den Pool zu kommen, wären wir dann auf 488 Wohnungen oder Häuser. Dann, wenn ihr noch guckt, was vom Bon Marché an respektiv von der Logement dann existiert, da kann ihr da gesehen, dass eine Reihe an Elaboration sind, andere Prozeduren approvieren und dann en Realisation, also am Bau, da wären wir auf ein Total von 1195. Da kommen noch eine Reihe Baulücken, also das sind dann Appartementen respektive Häuser, die gebaut gehen, die dann nur auf eine Periode reduziert können verkauft gehen. Da wären wir dann auf ein Total von 199, wo da aber auch etwas Neues dann dazu kommt, als das für 2014 auch ein 31 von denen Wohnungen dann aber auch zur Lokation freigegeben. Voilà, was tut das alles für einen Impact auf die Stadt Lützeburg oder wie gesagt dann noch konkret aus? Kann ihn dann, wenn in die Ziffern all guckt, von 2011 bis eben noch alles, was absteht, 2014, wären wir dann auf ein Total von 51.257 Wohnungsmöglichkeiten. Was der Pourcentage für die Stadt Lützeburg möchte von 0,95%, respektiv dann eben noch mit dem von Logement moderiert und alles zusammengerechnet, also noch dabei, dann von 2,33%. Wenn ihr das dann aber ein bisschen vergleicht, was eben anders steht am Ausland oder Situationen am Ausland, dann merkt ihr, dass wir da wirklich als Lützeburg extrem schlecht durchstehen. Auf Frankreich Beispiel sind es 17% von Logementen, die eben also für Habitation sozial müssen gemacht gehen. Am Pays-Bas sind wir bei 32%. Und da gehen es auch so paar Musterbeispiele, wie beispielsweise die Stadt Wien, wo 2/3 von den Logementen von der Gemeinde verlohnt sind, und das für einen Preis von 7,5 Euro der Meter Carré. Und die Stadt Wien investiert 600 Millionen am Jahr für das Budget von Logementen. Frankfurt beispielsweise, da sind wir dann bei 30% von den Logementen, Gemengelogementen, die verlohnt sind, was dann einen Preis ausmacht von 5,5 Euro der Meter Carré. Und die investieren am Jahr 45 Millionen an Logements sozial. Du merkst also, dass es einen extremen Ekart zwischen der Situation hier an der Stadt und eben anderen Ländern oder respektiv andere große Städte eben existiert. Und da mir dann als die Linke eben gemeint, es wäre gut, da mal eine Debatte an der Gemeinde eben zu lancieren und da mal zusammen eben dann eine Motion angerichtet, wo die GIE wird ein bisschen detaillieren. Den Joël hat das schon ein bisschen erklärt, dass das, was wir hier Logement sozial nennen, eigentlich just für Leute erfrocken, die ganz klein Einkommen haben. Während in anderen Ländern als Logement sozial etwas, was sich auf viel mehr Leute bezieht, auch für Mittel
Verdiener. An Mittelverdiener können hier an der Stadt Lützeburg quasi nicht mehr wohnen. Das ist so, dass unerschwinglich gehen für hier. Ich habe Preise gesehen, das sind zwar Prix annoncé, aber die Preise sind enorm hoch, sodass eine Person, die nicht schon länger Zeit hier wohnt, also hauptsächlich Jungleute, Jungfamilien kaum noch in der Stadt Lützeburg können kommen. Und dafür haben wir eine Motion präsentiert, wo die Motion auch just zu mir geschrieben, weil das den Übergang war, wo den David Wagner Gemengerot rübergegangen ist an Chamber. Und dafür habe ich allein, weil ich im Moment länger am Gemengerot war, die kurze Zeit, auch können die Motion just länger schreiben, mit das ist natürlich so, dass der Joel nicht natürlich die Motion zu summen drohen. Bon, die Motion, die begreift eigentlich, oder die stellt an dem Zentrum 6 Changementer, die notwendig sind, fundamentale Changementer, die notwendig sind an der Wohnungspolitik von der Gemeinde Lützeburg. Die verschiedenen Changementer, da hat auf ihrem Slide auch ausgeführt. Erstens, also so, dass sie sich nicht mehr soll auf Promoteuren exklusiv verlassen, so wie das im Moment der Fall ist. Der Wohnungsbau an der Stadt Lützeburg wird von Promoteuren dirigiert. Es wird geschwärzt davon, dass 80% von den Terrain Promoteuren hingehen. Und das ist auch symptomatisch, dass man dann Beißen mir geantwortet hat, wo ich gefragt habe, was dann eigentlich um den Gasbrich gebaut ging. Dass sie das nicht wussten. Das ist, dass eigentlich der Promoteur dezidiert, was da als Logement entsteht. Promoteuren akkaparieren sich 20-30% von der Marge. Also, wenn ihn ohne Promoteur baut, kann ihn mehr billigen Wohnungsbau machen. Zweites Changement, wir sollen den Terrain versuchen zu neutralisieren, soweit wie es geht. Den Terranspreis hier in der Stadt Lützeburg möchte 50% vom Preis von einer Wohnung aus. In der Moyenne. Also hat man schon viel mehr billigen Bau, wenn wir gegenüber Amphitheos fuhren. Dass den Terrain weiterhin der Staat, also dem Publikum gehören und dann während so viele Jahre eben könnt benutzt werden von dem Proprietär vom Haus, das da drauf steht. Drittens, wir müssen viel mehr an den sozialen Mietwohnungsbau investieren. Das ist so ja ganz viel auch bei dem Fonds de Logement an Sociétés Habitations à Bon Marché, dass da Leute ein Haus kaufen und dann noch 12 Jahre das Haus können zu viel mehr einen hohen Preis verkaufen. Die appropriieren sich also quasi auch ein Teil, was Spekulation ist. Und wir fragen uns, ob die Spekulation soll auch vom Staat gefördert werden. Wir mengen das nicht. Also wir sollen hauptsächlich, wenn wir Logement sozial machen, sollen wir an den Mietwohnungsbau gehen. Vierter Punkt, großes Changement. Wir sollen versuchen, nicht nur große Projekte zu machen. Wir sollen versuchen, auch die Bestände, die da sind, zu optimieren. Also nicht länger auf große Projekte oder auf Neubau verlassen, aber auch das, was da ist, besser nutzen. Und dann auch ein ganz wichtiges Changement, ich komme nur noch darauf zu schwätzen, das ist das Logement kooperativ. Das ist etwas, das heute in Lützeburg wirklich bald nicht gibt. Wir werden dann andere Länder aber weitaus schon mehr entwickelt. Und dann schließlich gibt heute in Lützeburg bald nicht mehr so Stereotyp-Wohnungen gebaut für Familien. Und wir brauchen aber auch andere Sorten Wohnungen. Vielleicht die Längenleben, für Jugendliche zum Beispiel auch Wohngemeinschaften anzuführen. Wir sollen nicht so viel Stereotyp bleiben. Auf Basis von den 6 Changementen, die wir da gefasst tun, und die uns auch eigentlich bestätigt sind, die rezent durch eine Konferenz, eine Table Ronde, die am Cercle war vom Ordre des Architekten, das war den 2. Feier am Cercle Cité, wo ein ganz paar von den Elementen da auch genannt sind. Haben wir 6 eine Reihe von Pisten
an der Motion trassiert. Weil die Pisten, die wurde an der Motion innen für die Einzelpisten, wo wir nach weiter konkret Maßnahmen abgestellt, die schon zu realisieren sind an der Gemeinde mit denen gesetzliche Vorgaben, die wir haben. Wir brauchen also nicht nur auf nationalem Plan Sachen vorzuschlagen, wir machen das natürlich auch, wir haben an der Gemeinde mit den Gesetzen, die wir haben, können wir eine ganz Partie von Sachen schon ändern. An die verschiedenen Changementen, die will ich euch dann eben vorstellen. Also hier sind oben immer Pist. Innen drinnen sind dann die konkreten Maßnahmen. Ich will auch nicht auf all die Maßnahmen da angehen, mir just ein paar darauf vorstreichen, die jetzt natürlich schon all da leiden. Das erste Mal eine erste Proposition, Stadt Lützeburg soll mal ein Relevé machen von allen Terrain, die sie selber hat. Dann soll ein Logement sozial lokativ an der Propriété über eine Neutralisation von dem Terrain via Amphitheos, auf den Terrain, also in der Gemeinde Lützeburg, gehören, an wer gelegt in Stadt Lützeburg kann auch neue Terrain kaufen. Die Situation von der Stadt Lützeburg ist günstig. Sie hat ganz stark Reserven, nicht die hier abgezählt. 380 Millionen Reserven am Fonds, von der Reserve, und dann auch nach 339 Millionen Boni cumulé, also Lot 2015. Also, da basiert sich auf die Zahlen vom Budget letztes Jahr, die an der Gemeinde diskutiert sind. Bon, danach kommen eine Partie von anderen Elementen hier nachher dabei, dann den Habitat Group B, ich komme nur noch darauf zu schwätzen, auch nach Frau von den 10%, die bei den PAP über einem Hektar müssen akkumodere sein, dass in da zum Beispiel könnt auch heigen auf 30%. Ich will noch weiter mit der ersten Piste. Da haben wir zum Beispiel die Möglichkeit für ein Moyen von den Preisen an der Wand zu publizieren pro Quartier. Das ist so, dass die Administration de l'Enregistrement die Données hat. Das wird natürlich gesammelt, wenn es steuerlichen Ursachen und das kann publiziert werden, sodass ein Käfer ging wissen, wer ist an dem Quartier, wo ich da kaufen will, den Preis an den Akten, die von der letzten Zeit gemacht sind. Wer ist der mittlere Preis? Das ist so eine Sache von Transparenz. Und das ist auch etwas, was angefangen wird schon den Stadtteil zusammen mit dem Observatoire de l'Habitat. Die haben eine Statistik publiziert, aber das ist nicht quartiersweise, wie das mir allgemein Stadt Lützeburg, und dann, die können da doch nur sich um Observatoire de l'Habitat, die haben die Données. Ne? Und da brauchen wir jetzt nicht nur auf Preise an den Annoncen zu verlosen, so wie das im Moment beim Observatoire de l'Habitat der Fall ist. Und wir können gucken, wer ist an den Akten, die gemacht sind, wer ist da tatsächlich der Preis gewährt. Ich will darauf hinweisen, dass die Stadt London das tun möchte. Und der Stadt London hat ja für alle Quartier ein Indiz vom Preis. Voilà. Eine zweite sagt, dass die Terren, die idle sind, sollen stark taxieren. Die Gemeinde Esch, die hat das gemacht. Wir hatten auch schon eine Motion abgerufen, die erst an eine Kommission kommt und die erst an der Kommission refusiert. Das ist eine ganze Partie von Ursachen, an die ich noch nicht will angucken. Ja, das ist so Protektion der Données geschwärzt, und das können die nicht gerichtlich, können die nicht fanden, dann gingen nochmal aufwärmen, wie die Gemeinde Esch, wo das ja schon besteht, wie die da was für Erfahrung das dem ist. Und dann will ich noch auf einen Punkt angehen, das ist eine Agence immobilière kommunale.
Im Moment ist es ja so, dass alles über Privatagenzen läuft. Privatagenzen treiben auch Preise schon lange dadurch, weil sie 3% von dem Preis akkassieren. Die 3%, das ist viel zu hoch, schon direkt. Und wir meinen, dass die Stadt Lützeburg soll den Bürger eine Agence publique zur Verfügung stellen, was als Informationen nur, also was als Aktivität von der Agence ist. Das kann ich nicht definieren, aber ich meine, dass notwendig ist, für ein Gegengewicht auch zu den Agences privé zu machen. Dann haben wir die Piste von der Protektion von den Lokatär. Die hat ja hören noch, was Joël Delvaux gesagt hat. Es sind relativ wenig Leute, die wegen dem Loyer reklamieren, mal schon direkt. Weil sie auch fährten, dass sie dann Herrn Loyer ihr Kontrakt in nächster Zeit nicht mehr verlängert kriegen. Die Studie nehmen 22 Kloe gehabt für der Kommission des Loyers. Und man stelle fest, dass Talschicht von den 11 Stück, dass die nicht gesehen, weil die Leute nicht wussten, wie sie sich sollten anlehnen. Das ist nicht, dass das unbedingt falsch wäre, was sie gefordert tun, aber das ist einfach der weiß, wie sie vorgegangen sind, weil sie nicht informiert werden. Das ist dann auch eine Sache, wo ich kann sagen, du müsst Stadt Lützeburg ein Office Sozial engerseits und die Kommission des Loyers zusammen schaffen, um Office Sozial für was Lokatären anbelangt, besseren Schutz zu garantieren. Und die anderen Punkte, aus Zeitmangel gehe ich noch nicht darauf an, die können Sie ja da lesen. Und ich gehe gleich weiter bei der Promotion vom Logement lokativ. Promotion vom Logement lokativ, da sind eigentlich alle guten die Punkte, die hier stehen, extrem wichtig. Das ist auch darauf, wo wir so ein Gewicht legen. Wir müssen einen großen Maßstab in dem Logement lokativ publik promovieren. Auch die Qualität sozial und ökologisch, die soll da gefördert gehen. Wir hatten noch kurz 7 Logementen Kirchbirch, die am Gemengerot durchgegangen sind, die auch eine ganz gute Qualität abgewiesen sind. Das ist nicht, dass wir so in die Richtung gehen, das Logement lokativ publik, das etwas minderwertig ist. Wir müssen schon da eine gute Qualität garantieren. Sowohl was ein Equipment belangt, wie auch was Tötzen und so weiter belangt. Und dann soll man versichern, für die Logementen, die im Moment da sind, besser en Valeur zu setzen. Es gibt eine ganze Partie von Zimmern, die idle stehen, da immer. Und wir sollen gucken, dass die können für das Logement zur Verfügung gestellt gehen. Nur nicht nur publik, aber auch privé. Also denen die Leute encouragieren, dann auch für ihre Häuser, die Zimmer an ihren Häusern zu verlohnen oder die Teile von ihren Häusern zu verlohnen, die im Moment idle stehen. Und dann Renovation von allen Logements anciens. Also da können die auch von einem Assainissement schwätzen auf energetischem Plan, also Isolation beispielsweise, wo Proprietäre ganz oft nicht machen, aber da können die das aber dann unterstützen, da können sie dann auch die Lokatäre natürlich zu gut, weil die dann auch Chargen haben, die niedrig sind. Dann die Piste von der Diversifikation vom Park lokativ. Wir sollten gucken, dass wir Häuser haben, die für verschiedene Generationen zu benutzen sind. Und das weist dann auch, dass Services von der Stadt Lützeburg könnten intervenieren, was zum Beispiel Brett von der Couloiren anbelangt, gemeinsam Zimmer, die gemeinsam zu benutzen sind, Dimension von den Logementen, die können adaptiert gehen. Für das, wenn Leute mehr alt gehen, von hier kann er beispielsweise ausziehen, dass die Logementen dann auch könnten ernst benutzt gehen. Dann haben wir Logementen, eben alles geht zur Errichtung von Familie nuklear traditionell gebaut, ob schon, dass ja aber ganz viele andere Leute mit anderen Bedürfnissen auch
heute an der Stadt Lützeburg Logement klingt fahren. Ich bleibe ein bisschen an demselben Bereich, dass oft so eine Bevölkerung auch die mir geht, aber ganz viele Häuser an der Stadt Lützeburg, wo nämlich 2 Leute drauf wohnen, wo sonst vielleicht 10 Leute gewohnt oder 5 Leute zumindest da gewohnt, kann man sie fort. An die Leute, die bleiben dann am Haus wohnen, das Haus ist viel zu groß für sie. Und das ist oft so, dass die dann auch vielleicht könnten nur sichern eine Alternative. Und dass man von der Service von der Stadt auch eine Kampagne sollte lancieren für Personen, die an dem Fall sind, dazu unzerregen für das Logement abzumachen, auch für andere, und eventuell auch mit kleinen Logementen anzubieten. Also das ist wirklich nicht nur, wie ich ja gesagt habe, ein großes Projekt, wo wir uns sollten beschäftigen, ein großes Projekt. Wir sollten wirklich am Detail gucken, wie die Situation ist. Dann haben wir das Logement da für Studenten, Junker, Personen âgées, Personen à besoins spécifiques. Ich gehe auch schon auf E-Punkt an, dass ein Modelldatei zu Gasbrich realisiert ist. Das im Moment Betriebe von Jungen im SPL, wem siehst du, wo also Junker zwischen 16 und 27 Jahren einerseits an einem Foyer leben, sind 20 Leute, und andererseits auch dann ein Appartement oder ein Zimmer zur Verfügung gestellt kriegen, wenn sie ein bisschen mehr alt sind, wo ganz viel auch gedeelt wird. Das ist ein Espace kollektiv, Küchen und so weiter, kann gedeelt werden. Also so ein Projekt soll ihn encouragieren, sondern so ein ähnliches Projekt zu Hespa. Ich gehe weiter bei Surface habitable für Logement ancien, als vielleicht eine Repetition par rapport zu dem, was ich schon gesagt habe. Das heißt, dass die Services sollen, von der Gemeinde sollen Informationen, Beratung machen für Leute, die hier wohnen, dass sie hier Häuser, die nicht, also die Teile vom Haus, die nicht benutzt sind, besser können en Valeur setzen. Dann geht es darum, Mittel, die die Gemeinde Lützeburg hat, im Kader vom PAG. Wenn wir vom PAG fortgehen, bis zu dem Moment, wo etwas gebaut wird, das dauert immens lang. Ganz oft. Der Preis und Terra hängt natürlich so nach auf. Der PAG, den bestimmt ja eigentlich, wer der vorgebaut ging. Und dadurch, als den Preis, Großvariation vom Preis, je nachdem, erwähnen so, dass sie leid. Wenn ein Terrain als prioritär klassiert das ging, dann muss ein PHP gemacht gehen, Wenn der PHP gestimmt ist, dann muss der Promoteur aber noch nicht unbedingt bauen. Die hat bei den Joël Delvaux hat für ein ganz paar Beispiele gehen, wo an Elaboration sind. PHP, die schon länger Zeit an der Schwerf sind. Ich meine, die hat Beispiel von der Sternenplatz. Wo seit Jahren ein PHP besteht, aber einfach nicht gebaut wird. Und da kann man sich dann vorstellen, da gibt es nämlich auch am Gesetz eine Handhabe, dass den Artikel 30 vom Gesetz vom 21.07.2011 über den Aménagement kommunal und Développement urbain. Und die sieht zum Beispiel, da gibt es 2 Zonen, Zone prioritär 1, Zone prioritär 2. An der Zone prioritär 1, da muss an einem Delay von 6 Jahren gebaut sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann den Terrain reklassiert werden. Und das ist ja dann in dem Moment ein Druckmittel für die Gemeinde, für die Leute, die proprietär sind von dem Terrain, dazu zu bringen, dass effektiv auf dem Terrain etwas gebaut wird.
An kann ihn dann auch noch so Autorisation de construire sie valable just für 2 Jahre. Wenn innerhalb von 2 Jahren nicht gebaut ist, da kann die Autorisation debattieren als den Null und nichtig. Und das sind gesetzliche Mittel, wo Gemeinde auch da kann dazu Leute encouragieren, für effektiv 12 von den Häusern, von den Logementen zu erheben an der Stadt. Dann haben wir nach dem Parklogement, wo ich so ganz viel darüber geschwärzt wird, in letzter Zeit, für die Gemeinde Lützeburg das Parklogement benutzt. Da geht es den Droit de Präemption, den ausnehmen auf 18% benutzt wird. Das ist Vierkaufsrecht von der Stadt, von den Terrain freigegeben ist. Baulücken, okay. Die Gemeinde Lützeburg hat hier Sachen gemacht, was den Baulücken, die Überlang vom Parklogement tagsspezifik, Terrain, die idle stehen, nicht viabilisiert sind, zu unterscheiden, je nachdem, das könnt nachher noch am B6, die nicht viabilisiert sind, dass sie da einen Heichtax drauf setzen kann. Hat die Gemeinde Lützeburg refusiert zu machen. Logement à coût modéré wird gemacht, mehr auf dem gesetzlichen Minimum von 10%. Da können die so, also wenn ein PHP auf einer Surface ist, die mehr groß als wie 1 Hektar, da muss 10% à coût modéré sein. Das ist das gesetzliche Minimum. Das möchte die Gemeinde Lützeburg auch. Wir könnten über das gesetzliche Minimum rauskommen. Dann haben wir die Differenzierung zwischen Terrain à bâtir et des fins d'habitation an die nicht auf des fins d'habitation sind. Könnten wir einen hohen Tax drauf gesagt gehen, wird die Gemeinde Lützeburg auch nicht gemacht. Wir können also mise en œuvre von den Instrumenten vom Parklogement an der Stadt Lützeburg könnte man renforcieren. Da gehe ich als Letztes auf einen ganz wichtigen Piste an, das kooperative Habitation, also kooperative Wohnungsbau. Das ist, wo Leute sich zusammenfinden, die gemeinsam etwas bauen. Der Terrain bleibt an der Kooperativ, die Häuser bleiben auch an der Kooperativ. Den Terrain kann im Moment über Amphitheos ab 99 Jahren quasi neutralisiert gehen. An den 50% vom Prix de Construction, die kann dann auf 25 bis 30 Jahre lang gestreckt wie bei einem normalen Prêt. Auf der Weise geht ein Amortissement von den Emprunts viel mehr abordabel. Also schon länger dadurch, dass den Amortissement raufgeht, kommen auch mehr Leute auf froh, die überhaupt können Madrak klammen. Es können aber auch Leute Madrak klammen, die eigentlich gar nicht bauen, wenn die eine Anlage wollen an der Kooperativ. Das ist möglich, die dann im Moment ein Loyer bezahlt kriegen. So kann ihn dann auch Higo beispielsweise ein Mannerkapital bringen, an mehr Loyer bezahlen. Ich kann das auch staffeln, je nach den Möglichkeiten, die die Leute tun, also eine bessere Sozialkompatibilität bewirken. Und dann der ganz wesentliche Punkt, das ist, die Häuser an den Terrain, die bleiben Proprietät von der Kooperativ. Es wird also nicht spekuliert. Ich kann rausklammern, wenn ich will ein anderes Haus bauen, aber da kriege ich da drin, weil ich daran investiert. Ich kriege noch nicht einen zusätzlichen Preis nach, weil am Allgemeinen Häuser Medaille sind oder Terrain Medaille sind. Auf der Weise ist das auch ein Mittel für Gegenspekulation für zu kommen. Schließlich, wie das die Leute sich zusammen leben, an einem zusammen gebaut und an einem bestimmten Quartier zusammen leben, hast du auch viele Quartier, die sich verbessert, in dem anderen vielleicht noch ein Hand kriegt und so weiter. Das ist die dort Sorte von Wohnungsbau, als etwas, das mir mengen, das unbedingt nicht gefördert ging, an der Stadt Lützeburg. Da gibt es auch eine Gesellschaft ad hoc, die sich darum kümmert, die schon eine ganze Party von Leuten zusammenbräuchte. Und ich will auch darauf hinweisen, auf
de Guide de la Coopérative d'Habitation, die von der Caritas rauskommen ist. Also ganz, kann ich nicht mehr roten, ich muss da, wenn euch dafür das Sujet interessiert, ihr könnt euch dokumentieren. Ich kann nicht noch weiter. Voilà, Probleme, die bestehen, im Moment, dass wenn wir von Subventionen schwätzen, just den individuellen Wohnungsbau subventioniert wird. Und nicht die kollektive Wohnungsbau. Das heißt, Kooperative d'Habitation in dem Moment können gesetzlich nicht subventionieren. Und das ist also etwas, das geht über das raus von mir natürlich bei schwätzen Gemengen Niveau. Ich meine, dass an dem Gesetz, wenn das präpariert wird, über den Wohnungsbau, dass da so etwas wie das dort unbedingt muss man darauf kommen, was subventionieren unbelangt. Voilà, und dann für die Gemeinde, als klar, Gemeinde, die handelt am liebsten mit Promoteuren oder mit Leuten, die für sich etwas bauen, weil die wissen, was sie wollen. Während dem Leute, die sich zusammentun, da entstehen auch einmal Konflikte, da das nicht immer klar ich meine, es geht auch darum, dass dem Moment Gemeinde ein Encadrement von denen Leuten möchte, die sich für den Habitat kooperativ interessieren. Im Moment geht das wohl eben von der Societät, von dem Gruppement ad hoc. Voilà. Du machst da wieder fertig, also nein, ja, wir haben Pisten, wir haben innerhalb von den Pisten eine ganz paar die konkrete Propositionen, die schon könnten realisiert gehen, und ich gehe weiter umschauen. Ich so nicht dann, wie es weitergeht für die Link. Also gestern haben wir ein gut Novellkrieg von der Gemeinde Schafferrot hat sich beim GI gemeldet, für die mitzuteilen, dass als Mission nach 400 größer Vakanz an einer gemeinsamen Reunion von der Kommission du Développement Urbain an der Kommission Sozial behandelt wird. Und das wird dann auch den ähnlichen Punkt im Ordre du Jour sein, den der mit dann natürlich können begrüßen, weil so dann auch kann am Anfang diskutiert geht. Ich gehe dann noch nach kurz darauf an, was die Linke wollen sind am Land, auch am Land als Situation ja nicht besser wie hier an der Stadt Lützeburg. Es sind die letzten Jahre kommen immer mehr Abwanderer an das Land. Also sind 2014 sind da beispielsweise doppelt so viele rangekommen wie 2013. Also so dass auch da immer mehr Wohnungen gebraucht werden. Leute auch aus Europa, Anfang dann legal Abwanderer, die kommen hier hin, weil an ihren Ländern keine Arbeitsplätze mehr sind, durch die schlechte ökonomische Situation. Für den Wohnungslohn dann entgegenzusteuern haben wir bei dem Kongress am 25. April hat man eine Motion diskutiert, am Hohen eine Kampagne dezidiert für die man am Land machen, wo man massiv ersetzen für das Logement zu abordablen Preisen gemerkt gehen. Die Motion, die du aufgestimmt hat, die leidet auch dabei, also wo man dann die Sachen auch feststellen, wo ich so tun und auch feststellen, dass halt die Regierungen hinter Jahrzehnten am Anfang geholt ein ganz großer Mangel am Wohnungsbau, sozialen Wohnungsbau, und auch Wohnungsbau zu abordablen Preisen aus. Das ist einfach nicht geschieht. Der Pakt Logement wird schon als in Eschek angesehen. Und auch stellen wir fest, dass die neue Minister mit der neuen Regierung anfangen bis nach weiter nicht viel gekommen ist, dass hier mal in Staatssekretär zur Seite gestellt geht. Da muss man gucken, ob es da besser geht. Aber jedenfalls wollen wir eine massive Kampagne über die nächsten Monate feiern. Wir sind der Meinung, für mal eine Piste abzuweisen, wie ihr könnt Wohnungen auch finanzieren. Wir haben einen Pensionsfonds hier zu Lützeburg, wo auch viel Geld dran ist. Und wir sind der Meinung, dass die können sinnvoll nutzen, mindestens für teilweise dann Geld zu strecken, für Wohnungen zu bauen. Das wird dann auch viel mehr ein sinnvolles Investment, beispielsweise wie die Fonds auch investiert, dann auch nach Fossilenergien oder an Atomenergien. Ich meine, wenn man für Wohnungen zu Preisen abordabel baut, dann wird dem ganzen Land an den Leuten, die wohnen, viel mehr geholfen. Ich so nicht dann, merci als Pressekonferenz könnt du mal dazu an. Wir waren froh, dass hier wird und dass wird als Pressekonferenz verpflichtet.